Susanne, was ist so das Thema von heute? Wir nehmen ja immer das Thema vom Sonntag, gehen es ein bisschen tiefer, aber du hast mir vorhin gesagt, in der ganzen Serie über Israel und der Gaza und Hamas und Palästina-Konflikt ist dir eigentlich eine Sache bewusst geworden. Sag mal das ganz kurz und dann wird das schon die Erklärung sein, für was wir heute beten werden. Ja, also über die ganze Serie für mich persönlich kam so raus, dass Israel eigentlich immer ein Spiegel ist für mich selber. Da, wo ich drin bin, vielleicht wie ich zu den Juden stehen als eines, aber das andere auch, was ich muss vor meiner eigenen Haustüre kehren, so in dem Sinne. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, heute nehmen wir das Bußgebet aus unserem Gebetsbuch und zwar einfach mit dem Anliegen, dass wir bei uns wirklich hinschauen und die Möglichkeit haben zum Dinge loswerden. Buße tun ist nie etwas Schönes, aber was da hinten hinauskommt, das ist befreiend und da wollen wir hin. Als du gerade gesagt hast, das Wort Buße, habe ich selber gemerkt, das zuckt bei mir gerade etwas zusammen. Da, nein, schon wieder Buße. Aber eigentlich, du hast es gut gesagt und ich empfand das auch für mich so, weil was man ja sieht, ist im Nahen Osten der Konflikt, das ist scheußlich in dem Sinne, was geschieht. Ich sage jetzt mal immer auf beide Seiten, das ist mir mega wichtig, das zu sagen. In der Geschichte gibt es fast nur Verlierer in dem Sinne. Und doch muss man ein bisschen auch verstehen, wie das Ganze auch funktioniert. Wem gehört das Land? Beide hätten Land bekommen 1948. Man muss ein bisschen auch verstehen, wie ist Hamas unterwegs, aber nichtsdestotrotz, wenn ich das alles anschaue, merke ich, es ist eigentlich ein Spiegel, dass im Kleinen ich ja auch gewisse Punkte habe, wo ich genauso kämpfe für meine Rechte, für meine Ziele, für meine Träume und vielleicht manchmal auch auf Opfer in Kauf nehme, um mich vielleicht zu verteidigen in dem Sinne. Und darum, ich finde es wichtig und gut, Susanne, dass wir eigentlich ein bisschen das nehmen als einen Spiegel. Nichtsdestotrotz werden wir auch beten für das Volk Israel. Wir werden auch beten für die Palästinenser. Es gibt auch in Palästina viele Christen. Die sind natürlich doppelt in einem Dilemma drin, aber dann auch die Leute, die unschuldig da wirklich ums Leben kommen. Bis dahin, ich habe eine Geschichte gehört vor ein paar Tagen, dass Jesus begegnet ist einer Person in Palästina, im Gazastreifen, in der Nacht, in einer Vision, kam zum Glauben. Also es ist ja nicht einfach so, dass Gott da zuschaut und sagt, ich bin gespannt, wie man das löst. Susanna, lass uns mal beginnen mit dem ersten Gedanken und dann steigen wir ein in das Gebet. Und ich möchte jetzt ganz am Anfang einfach beten, dass Gott uns diese Stunde segnet, dass er uns inspiriert mit dem Heiligen Geist. Wir auch vielleicht gewisse Dinge sagen, auch für gewisse Dinge beten, dass wir nicht in dem Sinne geplant haben. Herr Jesus, ich danke dir für diese Zeit, wo wir mit dir zusammen kommunizieren dürfen. Und ich bin so dankbar, dass ich weiß, Gebet ist nicht einfach nur ein Monolog, es ist immer ein Dialog, es ist immer noch etwas, was du zu uns sprichst. Und du kannst auch zu uns sprechen, wenn wir das später auf YouTube noch nachhören werden oder das laufen lassen. Du bist der gleiche Gott heute, auch morgen und übermorgen. Du wirst dich nicht verändern. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns leitest und begleitest, inspirierst, auch uns berührst, uns ermutigst, uns aber auch vielleicht sogar korrigierst an den Punkten, wo wir vielleicht wie gewisse Blindheit haben, wo wir vielleicht auch diese Sicht für gewisse Dinge verloren haben oder wo wir das Gefühl haben, gewisse Dinge haben sich so eingeschlichen. Heiliger Geist, sei du mir gnädig, das ist immer wieder mein Gebet. Ich bin kein Sünder und wir sind auch keine Sünderinnen mehr, weil wir haben Jesus erkannt und das bedeutet, wir gehören zur Familie Gottes, aber nichtsdestotrotz sind wir noch nicht komplett erlöst. Wir haben immer noch gewisse Dinge, wie Paulus sagte, ich will das Gute tun, aber wieso tue ich immer noch das Falsche? Und in diesem Dilemma sind wir drin und da möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du mich berührst. Ich möchte es genauso sagen, berühre mich, korrigiere mich, ermutige mich auch da, wo ich wie das Gefühl habe, mich hat die Kraft und die Hoffnung und der Glaube verloren. Du bist ein Gott, der mehr gibt, als wir dich jemals fragen können. Und das zeigt mir auch, dass du ein liebender Abba-Vater bist, ein Vater, der mir nahe steht, ein Vater, der auch auf die Wünsche eingeht, auch dann, wenn ich das vielleicht nicht ausspreche. Du bist so gnädig und so gütig. Amen.
Amen. Und wenn du jetzt eine Bibel zur Hand hast, dann nimm doch die Bibel. Ich habe es elektronisch, ich habe die Bibel elektronisch dabei, weil der Psalm 51 ist der Psalm, den David geschrieben hat, nachdem der Prophet Nathan ihn überführt hat für seinen Ehebruch. Das ist also ein Bußpsalm. Und deswegen haben wir für heute ein paar Punkte rausgeschrieben aus unserem Gebetsbuch. Wie gesagt, das Bußgebet, die wichtig sind in der Buße, weil das hat mit Umkehr zu tun, und die Verse kommen aber aus dem Psalm 51. Also du kannst die Verse dort in diesem Psalm nachlesen. Wenn du eine Bibel gerade zur Hand hast, schlag doch Psalm 51 auf. Und dann gehen wir zum ersten Punkt. Und der erste Schritt beim Buße tun, und wir machen das heute, wie gesagt, entweder für uns selber oder vielleicht auch, man kann auch für Buße tun. Habe ich gehört, gelernt und verstanden. Das heißt, wenn uns Dinge bewusst werden, kannst du auch direkt für das Volk Israel Buße tun vor dem Thron von Gott. Also, das wird heute spannend. Der erste Punkt ist: Lieber Gott, lass mich meine Sünden erkennen. Vielleicht zu dem möchte ich noch was sagen. Das ist vielleicht so ein theologisches Spitzfindigkeit, aber es ist theologisch für mich mega wichtig. Das Wort Sünde kommt ja, wenn man einen Pfeilbogen geschossen hat und man hat das Ziel nicht getroffen, dann hat ein Knecht, ein Diener gerufen, Sünde. Mit anderen Worten, dass das Ziel verfehlt. An dem Tag, wo wir unser Leben Jesus Christus vertraut haben, sind alle unsere Sünden und alle unsere Fehler vergeben. Wir sind keine Sünder, Sünderinnen mehr. Der Paulus sagt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Es ist mir mega wichtig, das auszusprechen. Weil oft haben wir dann das Gefühl, ich habe diese Sohnschaft und diese Kindschaft mit Gott verloren. Aber wir machen immer noch Fehler, und die Fehler, die haben immer noch Auswirkungen. Und das ist ein bisschen so eine Spitzfindigkeit, aber ich möchte das immer wieder betonen, weil Leute kommen, ja, ich habe gesündigt, Gott liebt mich nicht mehr, Gott hat mich verstoßen. Und sagen, nein, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Da möchte ich es bewusst nochmals betonen. Wenn wir sagen, deine Sünde erkennen, geht mir darum, wo hast du Dinge gemacht, wo ich merke, es sind Fehler. Fehler hat nichts mit dem zu tun, dass du jetzt nicht mehr ein Sohn und Tochter Gottes bist. Jetzt du hast ja einen Vers schon, glaub, schon vorgelesen und Nein, habe ich nicht, aber spielt keine Rolle. also ich möchte dich bitten, deine Augen zu schließen jetzt einfach. Also wenn du jetzt im Auto fährst, bitte mach das nicht. Aber jetzt einfach mal deine Augen zu schließen und jetzt einfach mal ganz kurz dich sinken zu lassen und auch mal zur Ruhe kommen. Wenn man sich hinsetzt, sagt man auch, ja, ich bin einen Weg gegangen. Ich habe gewisse Dinge gesehen, gewisse Dinge angelangt. Ich habe auch gewisse Dinge gehört. Ich habe auch gewisse Dinge gelesen. Ich habe auch gewisse Dinge empfunden. Aber ich sitze jetzt vor dir, lieber Gott im Himmel, und wenn ich mein Herz spiegle im Wasser, dann erkenne ich ein paar Themen, wo ich wirklich einfach in alte Muster vielleicht wieder zurückgefallen bin. Vielleicht haben gewisse Bindungen oder Süchte noch immer eine Macht über mir. Vielleicht habe ich auch gewisse Dinge ausgesprochen. Das ist wie so eine Schutzmauer. Nie mehr wird mich jemand enttäuschen und nie mehr wird mich jemand verletzen. Ich werde nie mehr mein Herz aufmachen. Das sind auch so Dinge, wo ich wie so den Segenskanal Gottes blockiere. Das ist wie wenn ein Fluss da ist und man wirft Steine und Bäume hinein und man staut wie dieses Wasser. Und es kann aber auch sein, dass ich Dinge, die ich gehört habe, nicht umgesetzt habe, weil ich es doof finde. Vielleicht auch, weil ich dann meine Menschenfurcht überwinden sollte. Und das steht mir immer wieder im Weg, weil die Meinung der Menschen sind mir so wichtig. Also jetzt reflektiere einfach mal ganz kurz deine Themen, wo du drin bist. Und es ist mir manchmal ein bisschen unangenehm, da in den Spiegel zu schauen, weil manchmal kommt dir gewisse Dinge entgegen und dacht, oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, das meiste ist nicht schockierend, weil das ist offensichtlich. Und die Dinge, die uns nicht offenbar sind, mögest du, Heiliger Geist, uns das aufdecken. Das ist, wenn man blinde Flecken hat, man auf Englisch Blindspots, die man wie nicht sieht, man erkennt sie nicht, man schiebt sie auch auf die Seite. Und der Heilige Geist, ich gebe dir jetzt einfach die Erlaubnis, das möchte ich auch bewusst aussprechen, ich gebe dir die Erlaubnis, das hast du sowieso, einfach diese Dinge aufzudecken, wo ich vielleicht über das Ziel hinausgeschossen bin, vielleicht auch das Maß strapaziert habe, too much. Und es tut gut und es ist auch ein bisschen
heilend und auch befreiend und auch erfrischend, wenn man einfach das mal in den Spiegel schaut und sagt, doch, ich bin nicht mehr als das, was ich jetzt sehe. Und dennoch und trotzdem bin ich ein Sohn, eine Tochter Gottes, das ist meine Identität und nicht das, was ich getan habe oder noch tun werde, das ist mein Lifestyle. Und jetzt schau jetzt einfach mal für ein paar Augenblicke in diesen Spiegel und es ist schön und gut und heilsam und vielleicht auch schmerzhaft, dass der Heilige Geist dir gewisse Dinge offenbart. Es kann aber auch sein, Susanna, dass vielleicht auch jemand dich auf das aufmerksam macht. So, wir hatten vor ein paar Tage, Wochen, keine Ahnung, hatten wir ein Meeting und dann sagte mir ein Freund, ich glaube, an dem Thema hast du ein bisschen überreagiert bei der Person. Und es ist, glaube wichtig, dass du dich da entschuldigst. Und ich habe gedacht, was, ich? Oder da kommen alle die Gefühle. Und er hat gesagt, ja, es ist nur einfach mein Empfinden. Und er hat gesagt, ja, was ist das Problem, wenn du sagst, es tut dir leid? Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich gar nichts. Und manchmal steht uns der Stolz im Weg oder wir das Gefühl haben, das Gegenüber. Und mir hat mal ein guter Coach gesagt, wenn du Streit mit jemand hast, ist ja nicht einmal so, der Streit ist nur one way. Es ist ja immer meistens gegenseitig, fast immer. Dann hat er mich gefragt, ja, wie viel Prozent ist denn deine Schuld? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht 3%. Ich habe gesagt, ja, 3% bist du schuldig. Also dann sag doch, Entschuldigung, sorry für die 3%, weil der Rest ist nicht dein Thema. Und der andere sich nicht entschuldigt oder die andere für die 97% ist nicht deine Geschichte. Aber du sagst, es tut mir sorry für die 3%. Das hat mir mega geholfen, weil 3%, um zu sagen, es tut mir leid, ist ja das Gleiche, und du sagst 50%, es tut mir leid. Und ich habe das ein cooles Bild für mich gefunden, einfach zu merken, lass uns nicht zu stolz sein, zu eingeschnappt sein, zu eitel, zu eingebildet, zum sagen, hey, sorry, ich habe was falsch gemacht. Und ich sage immer, solange Menschen sagen, es tut mir leid, das zählt noch immer. Das ist mir mega wichtig. Auch in der Kultur, man sagt, ja, das hast du jetzt einfach nur so gesagt, aber meint es gar nicht. Wenn man sagt, sorry, bedeutet, ich vergebe dir. Ob jetzt das, was auch immer deine Motivation dahinter ist, das dürfen wir nicht in Frage stellen, weil allein das zu sagen, ist schon ein Statement. Ja, also der erste Punkt ist, und das ist ein Geschenk, wenn wir unsere Sünden erkennen. Der zweite Punkt ist, wenn wir erkannt haben, dass ich da Fehler gemacht habe, dann trennt uns das ja vor Gott, aber das muss nicht so bleiben. Deswegen der zweite Punkt, ich bekenne dir, das meint Gott, meine Sünden und Fehler. Und da möchte ich jetzt einen Vers lesen vom Psalm 51, Vers 5 bis 6, denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Und das ist genau das, was eigentlich passiert, wenn wir Sünde in unserem Leben haben. Dann sind wir eigentlich verurteilt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass Sünde ist nicht einfach, das ist, wie du gesagt hast, Zielverfehlung. Das ist tragisch, das ist einfach daneben. Das ist das Ziel nicht getroffen. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, was die Sünde eigentlich anrichtet in unserem Leben, weil erst wenn wir das Ausmaß der Sünde erkennen, dann können wir auch um Vergebung bitten, weil sonst denken wir, ja, ist ja nicht so schlimm, komm, wegwischen. Aber Sünde ist Sünde und muss beim Namen genannt werden. Susanne, ich finde es cool, wenn wir das jetzt ganz aktiv und bewusst machen, das aussprechen. Und das spielt gar keine Rolle, wenn du auch alleine bist. Aber alleine, dass man eben Dinge ausspricht. Und das ist eben der Punkt, auch wenn wir zum Beispiel Worship oder Loblieder singen am Sonntag in der Kirche. Das hat einen Einfluss, ob du das singst oder wenn du das einfach schweigst. Weil mit den Worten hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Und du weißt, Worte haben eine Kraft. Also das, was man ausspricht, hat eine Kraft. Jetzt denke mal darüber nach. Es gibt gewisse Leute, die sagen, ich mag mich noch genau erinnern, was mein Vater vor 15 Jahren zu mir gesagt hat. Und das klingt noch immer wie ein Wort. Also es kann ein Lob sein, es kann ein Kompliment sein, es kann eine Ermutigung sein. Aber es kann auch eine Kritik sein. Etwas, was du bis heute merkst, das Wort, das klingt noch in dir nach. Stell dir mal vor, wenn gewisse Worte 15 Jahre später man sich noch daran erinnern kann, das bedeutet,
dass ausgesprochene Worte, die machen etwas in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Wenn jemand jeden Tag sagt, ich liebe dich, ich habe dich gerne, er könnte auch sagen, ich sage nichts, aber ich schaue dich an, als hätte ich dich lieb. Es ist ein Riesenunterschied, ob man das anschaut oder auch etwas sagt. Und darum möchte ich dich jetzt einfach motivieren, dass du ganz bewusst das bekennst. Und das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Du hast nicht einen richtenden Gott, du hast keinen anklagenden Gott, du hast einen Gott, der da ist und sagt, komm in meinen Schoß. Und du kannst einfach das lossagen, was an dir abgeht. Und vielleicht machst du das zum allerersten Mal und du wirst jetzt merken, es ist ein innerer Kampf. Aber wenn man das macht, dann ist es wie so ein Stausee, der sich ausgestammt hat, die Mauer reißt und dann wirst du merken, wie da eine Ladung kommt. Und es ist so etwas Befreiendes, kann man das gar nicht erklären, aber du wirst auch physisch, körperlich, auch in deiner Seele jetzt etwas spüren. So, ich lade dich ein, Vater im Himmel, hier bin ich und ich sitze jetzt bewusst auf deinen Schoß, weil es gibt keinen Ort, wo ich geborgen bin, es gibt keinen Ort, wo ich auch in der Sicherheit bin, als allein in deinen Händen. Und du umgibst mich von allen Seiten. Du hast gesagt, wenn 1000 Pfeile geschossen werden gegen mich oder auch 10.000 Pfeile, nicht einer wird mich treffen, weil du bist mein Schutzschild und du bist meine Gerechtigkeit, aber du bist auch meine Offenbarung, dass du mir eben genauso Dinge zeigst, wo ich in dem Sinne vor dir, Gott, vor den Mitmenschen, aber auch mir schuldig geworden bin. Und jetzt möchte ich dich einfach einladen, dass du bewusst das aussprichst. Du sagst, lieber Jesus, es tut mir leid, wo ich zum Beispiel zu viel Netflix geschaut habe oder wo ich mit meinen Gedanken unrein geworden bin oder wo ich Dinge gesagt habe, die nicht stimmen zu meinen Gunsten. Sprich es einfach aus. Das sind so deine Fehler. Du merkst, während du aussprichst und du formulierst mit deinen Worten, mit deiner Silbe, wirst du merken, das verbindet sich jetzt etwas in der unsichtbaren Welt und Worte sind schöpferisch. Worte kreieren, Worte setzen frei, Worte bauen etwas auf. Wir haben einen schöpfenden Gott mit Worte. Also sprich es aus, sprich es bewusst aus. Schäm dich nicht, das auszusprechen, weil das, was in dir drin ist, was du im Verborgenen getan hast, sprich es aus, weil die Bibel sagt, alles, was im Lichte ist nicht mehr in der Dunkelheit. Und was nicht mehr in der Dunkelheit ist, wenn das Licht kommt, da kann etwas heil und gesund und freigesetzt und auch gelöst werden im Namen von Jesus Christus. Das Schöne ist ja, jetzt bist du vielleicht alleine unterwegs, du hörst das auch alleine, du bist jetzt vielleicht alleine und dann ist es noch viel, viel, viel einfacher, jetzt das auszusprechen. Und vielleicht denkst du, ja, das habe ich ihm schon gestern gesagt, Jesus. Ich mache den Fehler jeden Tag immer das Gleiche. Und ich möchte dir sagen, dann sagst du heute das Gleiche, was du gestern schon gesagt hast. Das ist nicht der Punkt, dass Gott sagt, ja, du kommst immer mit dem Gleichen. Nein, wir haben unsere Kämpfe, aber Gott ist mit uns in unseren Kämpfen drin. Sprich es aus. Und ich möchte bewusst jetzt etwas lösen in dir, dass das, was du ausgesprochen hast, die Macht ist dem entnommen. Die Pforten der Hölle werden nicht die Kirche überwinden können. Das hast du versprochen. Der glimmende Docht wird nicht erloschen und das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen. Und ich möchte das auch über dir aussprechen, das Gefühl hast, mein Leben hängt an so dünnen Faden. Es braucht so wenig. Nein, auch der dünnste Faden, der, sag jetzt mal, menschlich zerreißen würde, wird nicht zerreißen, weil Gott hat versprochen, das gute Werk, das er in uns, in dir angefangen hat, das ist ein Versprechen, wird er zu Ende bringen. Hey, und wenn Gott was verspricht, ist das eine Zusage, die er nie mehr auslöschen wird. Ein Ja bleibt bei Gott ein Ja und ein Nein wird auch ein Nein sein. Und mir kommt die Situation in den Sinn, wo einer unserer Söhne, der war recht klein, hatte Fensterscheibe eingeschlagen bei meinen Eltern und er wollte es vertuschen. Er hat es vertuscht. Du kannst dir nicht vorstellen, die Last, die von seinem Herzen gefallen ist. Man hat ihn fast aufatmen gehört, als wir das
zufällig herausgefunden haben und er sagen konnte, dass er es war. Es fiel eine Last von seinem Herzen und genau das passiert, wenn wir ihm seine Sünden, wenn wir Gott seine Sünden, unsere Sünden und Fehler bekennen. Aber das heißt noch nicht, dass wir ihn um Vergebung gebeten haben. Es ist jetzt am Licht. Und vielleicht ist das auch der Grund, wie du gebetet hast, dass du es immer und wieder aufrollen musst, weil du hast noch nie erlebt, dass dir vergeben worden ist. Und stell dir vor, unser kleiner Sohn steht vor meiner Mutter, vor seiner Großmutter und gesteht ein, dass er Fehler gemacht hat. Und dann sagt er, Großmami, bitte entschuldige und bitte vergib mir, dass ich das Fenster eingeschlagen habe, dann ist meine Mutter wieder am Zug. Und genau das ist der nächste Punkt. Ich bitte dich um Vergebung für das, was ich getan habe. Und gerade David in diesem Psalm ist sehr spezifisch. Er sagt, ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Das ist ein Bekenntnis. Und jetzt kommt die Bitte, befreie mich von dieser Schuld, Gott mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Das ist das Leichte, die Leichtigkeit, die nachher kommt. Jetzt ist er noch zerknirscht und verzweifelt über seine schwere Schuld, weil er sieht das ganze Ausmaß. Und solch ein Opfer gefällt dir, oh Gott, du wirst es nicht ablehnen. Und lass das spüren bei dir, dass du einfach, du siehst die Schuld, du hast es bekannt, du hast es ausgesprochen. Und jetzt bitte Gott, dir zu vergeben. Bei dem Vergeben ist eben auch wichtig, dass du dir das eben auch annimmst. Das ist eben der Punkt, weil man denkt, ja gut, ich habe es ja extra gemacht. Also gewisse Fehler, die wir gemacht haben, haben wir bewusst gemacht. Ich habe gesagt, gut, ich ziehe es einfach durch. Und dann macht man das und dann tut es einem so leid. Und darum ist eben auch die Vergebung in Anspruch zu nehmen zusammen, ist eben etwas, was wir wirklich in Anspruch nehmen müssen. Und das fällt uns zum Teil mega krass schwer, weil du kannst gewisse Dinge nicht mehr gut machen. Also wenn David diesen Menschen umgebracht hat, du kannst ihn nicht mehr lebendig machen. Also Ja. bei den Dingen, wo man sagt, okay, ich kann die Scheibe, die kann man wieder reparieren, einfach. Da legst du ein paar 100 € hin und das ist erledigt, oder? Das ist nicht ein Thema. Aber es gibt gewisse Dinge, wo du gemacht hast, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Da hat man wirklich jemand zerstört, menschlich gesprochen. Aber ich möchte auch da sagen, wenn du jemanden zerstört hast oder auch vielleicht eine Firma, eine Kirche, was auch immer, dann ist ja immer auch noch Gott, der Gott von den Leuten ja auch. Es ist nicht einfach der Gott sagt, okay, sorry, Ja. gibt es keine Hoffnung mehr, sondern vielleicht kannst du also wirklich auch für uns beten, dass wir das auch bewusst Das sind eigentlich annehmen. 2 Schritte und ich finde es wichtig, und so steht es auch im Buch, dass wir diese 2 Schritte nacheinander gehen. Also, dass wir jetzt zuerst um Vergebung bitten und dann Vergebung empfangen. Also, du hast die Schritte schon vollständig Also, im Kopf, aber vo- dass es jetzt eigentlich darum geht, oder? Zuerst nennst du es beim Namen und dann bittest du um Vergebung und dann nimmst du Vergebung in Anspruch. Und ich glaube, es lohnt sich heute, diese Schritte mal so detailliert war auseinanderzunehmen. ich schon wieder ein bisschen zu schnell. Das ist mein Typus. Also, dann macht alles Sinn. Also, dann hast du ja jetzt vor Augen oder vielleicht sogar aufgeschrieben, genauso detailliert, wie David es gesagt hat im Psalm 51, ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Und du hast es bekannt und das, was jetzt offenbar ist, Jesus Christus, mit dem kommen wir zu dir. Wir halten es dir hin und wir bitten dich, dass du diese Sünde und dieses Vergehen vergibst. Vergib uns unsere Schuld. Und es heißt in diesem Psalm, dass du es reinwäschst mit deinem Blut, heißt wahrscheinlich nicht, aber das machst du, Jesus. Und ich möchte sehen, dass Ja. du in meinem Herzen, wo sich Dinge eingraviert haben, in meinen Gedanken, dass das jetzt rausgewaschen wird mit deinem Blut. Ich bitte dich um Vergebung. Es tut mir leid, ich bin schuldig und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und das heißt, ich gebe etwas ab.
Ich gebe diese Sünde ab. Ich gebe ab, dass ich, jetzt im Bild von David, das Blut eines unschuldigen Menschen vergossen habe und ich löse mich im Namen Jesus von dieser Sünde und ich bringe sie an dein Kreuz. Und wenn ich jetzt Vergebung in Anspruch nehme, wenn wir schon zum nächsten Schritt gehen wollen, dann empfange ich etwas. Also lass uns das nochmal durchbuchstabieren. Ich gebe meine Sünde ab am Kreuz. Du kannst auch wie ein Bild nehmen, du hängst deinen Müllsack, deinen Abfallsack den an das Kreuz. Das ist immer so ein Bild, wo ich nehme, dass mein Sack und ich hänge an das Kreuz. Und das ist wie mein innerer Zustand von Dingen, die ich gemacht habe, hänge ich dahin, weil er starb am Kreuz, er nahm den Fluch auf ihn, damit wir ihn nicht tragen müssen. Der Schuldschein, der uns so fest anklagt, der uns eigentlich wirklich auch verurteilt, hat er zerrissen, als nicht mehr gültig erklärt. Und das hat er gemacht in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Und wenn ich das da deponiere und hinhänge, dann merke ich plötzlich, meine Hände ist alles frei und da ist wie ein Gewicht, wie eine Schwere, wie eine Last gebe ich auch ab. Das ist so ein Bild. Und dann sagt die Bibel, er wirft unsere Sünden, unsere Fehler, ein anderes Bild, in das tiefste Meer. So tief, dass man es nicht mehr nach vorne holen kann. Und das bedeutet, es ist erledigt. Als wäre das nie geschehen. Das heißt, wenn wir vor Gott stehen, dann stehen wir da, als hätten wir nie einen Fehler gemacht. Weil Jesus hinsteht und sagt, das ist die Eintrittskarte. Alles habe ich genommen von ihm und da ist er, wunderschön gekleidet mit einem Festkleid, ohne Runzeln und ohne Flecken und ohne Löcher. Wir sind da gekleidet, wunderschön, weil er alles auf sich genommen hat. Und das muss jetzt ein bisschen dir auch einfach fühlen und spüren, was das heißt. Das ist nämlich nicht einfach so ein Satz, sondern es ist effektiv so. Wenn deine Seele dich daran erinnert, was du getan hast, dann muss ich sagen, ja, das war und ist erledigt, aber das ist nicht mehr ein Teil von meiner Geschichte. Ja. Das ist Vergangenheit. Das bin ich nicht mehr und das tue ich nicht mehr und das gehört nicht mehr zu mir. Und deswegen ist auch wichtig, dass du jetzt an dieser Stelle eben Vergebung in Anspruch nehmen darfst. Das ist der nächste Schritt. Das heißt, du hast deine Sünden gebracht und was empfängst du jetzt als Gegenteil davon? Also Jesus nimmt das Negative und er gibt dir etwas Positives. Und was ist das Gegenteil, was du ihm gebracht hast? Es kann helfen, dass du zum Beispiel den Anfangsbuchstaben von der Sünde nimmst, die du gesagt hast. Also gut, das ist jetzt krass, nichtsdestotrotz bleiben wir beim Beispiel von David. Er hat Mord gemacht und dann nimmst du das M für Mord. Das bringst du ans Kreuz. Und dann nimmst du einen anderen Buchstaben mit vom Kreuz als Bild für die Vergebung, die du empfangen hast. Und sagen wir, nimm deinen Anfangsbuchstabe von deinem Namen. Bei Leo wäre das L. Und jetzt frag den Heiligen Geist, und ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn wir jetzt unseren Anfangsbuchstaben haben, was gibt Jesus anstelle von dieser Sünde? Sprich, du Heiliger Geist, ruf es uns jetzt in Erinnerung, dass wir wissen, wir haben Vergebung empfangen und das ist das Wort und das ist die Freiheit und das ist die Befreiung, die wir jetzt dafür bekommen. Also mach das ganz konkret, also du bringst ein Thema mit dem Anfangsbuchstaben, eben das kann Mord sein, das kann Pornografie sein, das kann Alkohol sein, das kann Rauchen sein, das kann eine Essgewohnheit sein, es kann ein Schlafproblem sein, es kann Eifersucht sein, es kann Missgunst sein, es kann Zorn sein, es kann Rechthaberei sein. Also du kannst das durchgehen, du kennst ja deine Themen, da muss ich dir jetzt nicht. Ich habe gedacht, ich mache eine Auflistung, um ein bisschen den Fächer groß zu machen. Es kann aber auch Passivität sein, dass Gott was sagt und man tut es einfach nicht. Das ist nicht immer nur das Aktive
wo ich falsch mache. Die meisten Sünden, sage ich immer, ist das Passive, dass wir Dinge nicht tun, die wir tun müssten oder sollten. Unvergebenheit ist auch etwas. Ja. Und jetzt nimmst du diesen Buchstaben und fragst, Heiliger Geist, was ist der Buchstabe, den du mir gibst? Es kann ein D sein, es kann ein L sein, es kann ein F sein, es kann ein I sein, ein Z. Z kann sein Zukunft, dass du merkst, meine Zukunft ist größer als meine Vergangenheit. Es kann auch sein, dass du vielleicht schon älter bist und sagst, ja, Zukunft, super, bin schon 70 Jahre jung oder 75 Jahre jung, was habe ich noch eine Zukunft? Doch, deine Zukunft ist länger, die Ewigkeit, als diese 75 Jahre. Aber es kann auch sein, diese 10 Jahre, wo du noch lebst, dass du nochmals etwas bewegen wirst, was du dich nicht getraut hast in jungen Jahren. Man ist, weil Kaleb sagte, als man das Land verteilt hatte, im hohen Alter, gib mir meinen Berg. Und er nahm nochmals das Land und hat gesagt, du bist doch viel zu alt. Er hat gesagt, nee, ich habe für das geträumt, ich habe für das geglaubt, ich habe für das gekämpft, ich habe für das mein Leben investiert. Und es ist egal, ob ich zu alt bin in eurer Definition. Es steht mir zu. Und er nahm den Teil nochmals im hohen Alter, weil er hat das Erbe genommen für seinen Stamm. Und ich möchte es bewusst auch gewissen Leuten zurufen, du bist nicht zu alt, aber du bist auch nicht zu jung. Aber du bist auch nicht in der Mitte. Weder noch, sage ich halt einmal, und denkt, ja, bist weder alt noch jung. Man ist immer aus der Perspektive der Gesellschaft etwas zu viel oder etwas zu wenig. Immer. Es passt nie genau in den Moment hinein. Aber Gott nimmt deine Geschichte und schenkt dir etwas Neues, was du doch bis jetzt noch nicht gehabt hast. So, Susanne, was ist so dein Buchstabe, der dir jetzt in den Sinn kommt? So spontan? Also ich hätte jetzt das S, sorry, Mikrofon, ich hätte jetzt das S genommen, aber ehrlich gesagt fällt es mir jetzt schwer, mich so eine bestimmte Sache vor Augen zu haben, die ich Jesus ans Kreuz gebe und dann die eine Sache, die ich wieder nehmen möchte. Ich bin einfach beeindruckt von diesem Austausch generell, der stattfindet, weil ich bringe etwas Negatives und ich empfange etwas Positives von Jesus. Also du hast ja das M gesagt, Mord. Also ich habe jetzt nicht gemordet jetzt wie David, aber du hast gesagt das L. Da habe ich gesagt, gut, mein Name ist Leo, L. Und dann habe ich gedacht, was würde Gott zu mir sagen? Und ich habe das Wort gehört, Leben. Gut, es gibt jetzt nicht so viele Optionen mit L. Es gibt noch Mol, stell dir vor, Leichtigkeit. Liebe, Leidenschaft. Aber ich habe das Wort Leben gehört, weil Gott hat gesagt, wo auch immer du bist, du kreierst Leben. Ja. Also du predigst und du gibst Menschen wieder Leben, die vielleicht in gewissen Themen abgehängt haben. Das bedeutet nicht Leben, dass ich jetzt der bin, der Leben geben kann. Aber zum Beispiel, wenn du die Hoffnung aufgegeben hast für eine Freundschaft, für eine Ehe, für eine Beziehung oder nicht mehr an die Kinder glaubst, weil du vielleicht schon seit Jahren, sag jetzt mal, gesprochen, wie unfruchtbar bist, vielleicht sogar medizinisch gesprochen, hat Gott gesagt, wo du hingehst, du kreierst Leben. Und das ist so meine Berufung. Ich bewirke bei den Leuten Leben, also nicht aus mir heraus, sondern es ist ja so, wenn man predigt, ist so, die Bibel sagt, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es ist wie ein Same, der ausgegossen wird oder der ausgesät wird und er wird aufgehen. Und es kommt nie etwas leer zurück. Und das ist wie so für mich eine Ermutigung, weil manchmal hat man ein Thema, man betet, man hat ein Gebetsmeeting und manchmal hat man das Gefühl, die Leute, die hängen sich da rein, sind gar nicht dabei. Und es geschieht mehr, als man mit den eigenen Augen sehen kann, weil was Gott zuerst macht, ist im Verborgenen eben gewisse Dinge. Wie ein Samenkorn wird gestreut in den Boden hinein und du siehst noch nicht die Frucht. Und oft sind wir frustriert, weil wir noch nicht sofort die Früchte, den Durchbruch, die Wunder sehen. Und Gott sagt, ja, aber es ist wie beim Samenkorn, es ist ein Boden. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Und darum, ich hatte das Wort Leben. Und ja, schön. Leben, das ist schön. Ein weiterer Schritt, ich möchte noch ein bisschen weitergehen, weil die Punkte finde ich wichtig.
dass wir den ganzen Prozess von der Buße vor Augen haben. Der nächste Schritt ist, ich kehre meinen Sünden den Rücken. Das hat mit einer Haltung zu tun. Und zwar hast du ja jetzt die Sünde abgegeben, etwas Positives von Jesus, weil er sein Blut am Kreuz vergossen hat, etwas Positives empfangen. Und jetzt geht es darum, dass du umkehrst. Das ist die eigentliche Umkehr. Also das heißt, du kehrst der Sünde den Rücken. Und willst du was dazu sagen, Leo? Ich kann einen Bibelvers Ja, nein, vorlesen. was ist es so? Weil es ist ja immer so, Buße heißt eben mit der eine Gesinnungsänderung. Und das heißt mit anderen Worten, man dreht dem Problem den Rücken und sagt, ich schaue dich nicht mehr an. Ja. Ich schaue dem Alkohol nicht mehr in die Augen, ich schaue der Pornografie nicht mehr in die Augen, ich schaue meinem Jähzorn, meiner Eifersucht, meinem Zorn, meiner Rachsucht, was gibt es noch, meinem Streit, meiner Unvergebenheit, ich schaue dann nicht mehr in die Augen. Ich drehe mich bewusst den Rücken zu und sage, ich bin das nicht mehr und es ist kein Teil mehr für mich. Und man kann es Gott fragen, was heißt das für mich Ja. konkret? Vom Weg, den man eingeschlagen hat, um 180 Grad zu drehen und sagen, es ist nicht mehr mein Teil. Und das ist meine Frage, es ist was ganz Konkretes, was man tun kann. Das heißt eben nicht nur einfach, es tut mir leid, das ist der Anfang, das ist mega, mega wichtig, man nimmt es in Anspruch und dann dreht man und schaut nicht mehr man schaut eigentlich dahin, wo man hingehen möchte. Ja. Also wenn ich den Rücken zuwende, dann ist die Frage, was schaue ich dann an? Also ich sage etwas Nein, aber was schaue ich dann an? Das bedeutet zum Beispiel, du schaust dein Leben an, wie wäre dein Leben ohne Alkohol? Wie wäre dein Leben, wenn du klar erwachst? Wie wäre dein Leben, wenn du merkst, du hast nicht mehr diesen Schmerz von der Bitterkeit oder der Enttäuschung? Also sagst, ich schaue Frieden an. Ich schaue Menschen an, die lachen. Ich schaue Menschen an, die erhobenen Händen Gott anbeten. Ich schaue Menschen an, die haben eine Hoffnung, die Augen leuchten. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich möchte und ich werde bewusst jetzt meinem Thema den Rücken zuwenden und ich drehe mich um und ich zeige meinen Challenges den Rücken und sage, ich schaue euch nicht mehr an. Man sagt, wo man hinschaut, da geht man hin. Und ich sage, das ist nicht mehr mein Leben, es gehört nicht mehr zu mir, es ist kein Teil mehr von mir. Es ist auch nicht meine Identität, es ist auch nicht mein Fundament und es ist auch nicht mehr die Ressource, von denen ich mich zehre, nähre und mich auch stärker mache. Sondern ich schaue jetzt bewusst das an, zu der Person ich werden möchte und was du auch über mir ausgesagt hast. Und jetzt entwickle ein Bild. Es ist ein Bild, das man vor den Augen hat. So werde ich werden. Was ist das für ein Bild der Freiheit? Was ist es für ein Bild vom Frieden, von der Liebe, von der Besonnenheit, von der Gerechtigkeit, auch von einer Geduld, von einer Treue? Von einer Situation, wo du sonst immer ausgerastet bist oder zornig geworden bist, segne ich dich mit einem Bild, wie du vorher aussteigen kannst, vorher Stopp sagen kannst, dich vorher rausnehmen kannst, bevor du explodierst, vorher die Hitze reduzieren kannst. Ich segne dich mit diesem Bild, dass du es siehst in deiner Vorstellung. Und beim nächsten Schritt heißt es... Susanne, ganz kurz, es ist immer so wichtig, wenn man auch man hat Freundschaften und die zerbrechen vielleicht im Leben oder gewisse Freunde, die dich enttäuschen, das ist ja immer auf beide Seiten so, dann ist es mega wichtig, dass man in die Augen schaut und sagt, was für ein Mensch, was für ein Mann, eine Frau möchte ich sein? Oder was für ein Leiter, was für eine Leiterin möchte ich sein? Was für ein Familienvater möchte ich nicht sein? Nicht, was ist meine Geschichte? Weil man kann immer sagen, bis hierhin habe ich gelebt, aber du kannst einen Schnitt machen. Du kannst eine Linie ziehen und sagen, okay, no more. Das wird es nicht mehr geben, weil man kann ja auch aus Fehlern lernen. Meistens sage ich, man lernt mehr aus den Fehlern oft als aus den Dingen, die man richtig macht. Aber wenn man die guten Schlusspunkte aus dem zieht, da heißt in Englisch failing forward, ich versage nach vorne, immerhin in die richtige Richtung. Heißt nicht, das Versagen ist cool, von dem spreche ich gar nicht. Aber man lernt aus diesen Dingen und man kommt stärker raus.
Ja, und wenn du dann das Bild vor Augen hast, und das kann auch ein Prozess sein, das kann vielleicht jetzt länger dauern, weder in dieser halben Stunde, aber dann hörst du vielleicht dieses Gebet nochmal an, das ist ja auf YouTube verfügbar, dann hörst du es vielleicht jeden Tag an, gehst die Punkte nochmal durch. Aber wenn du ein Bild vor Augen hast, wie du dann aussehen wirst, wie du dann reagieren wirst, wie du dann handeln wirst, dann kommt der nächste Schritt, wo es heißt, hilf mir, oh Gott, mein Verhalten zu ändern. Und was es meint ist, hier stehst du, den Rücken hast du gedreht, das Bild, wo du hin willst, hast du, jetzt hilf mir Gott, diese Wegstrecke zu gehen, mich von hier weg zu bewegen. Hilf mir Gott. David sagt, erschaffe in mir ein reines Herz. Erschaffe Gott, du in mir, verändere etwas. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und das ist genau das, wofür ich jetzt beten möchte, dass der Heilige Geist in dir die Veränderung bewirkt und du plötzlich Türen siehst, die hast du vorher nicht gesehen, dass du plötzlich die Möglichkeiten siehst. Du hast gedacht, es gibt nur eine Option, wie du reagieren kannst, zum Beispiel beim Thema Pornografie. Ich segne dich mit dem Heiligen Geist, dass du ab jetzt die Möglichkeit siehst, dass du dich auch anders entscheiden kannst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Ich weiß, dass du zur Verfügung stehst. Wenn immer wir sagen, hilf mir, ich weiß nicht wie, dann kommst du mit deiner Kraft. Hilf mir, Gott, mein Verhalten zu ändern. Erschaffe in mir ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Also man merkt, es sind kraftvolle Gebete. Wir haben ja mit dem angefangen, was hat der ganze Nahostkonflikt zu tun. Wir haben gesagt, es ist wie ein Spiegel, wo man merkt, was Streit, was Hass auf beide Seiten auslöst. Und wir haben gesagt, also lasst uns das Bild nehmen, überlegen, wie sieht es in meinem Leben aus, in meinem kleinen Leben, wo ich eigentlich die ganz gleichen Muster vielleicht auch entdecke, nicht in diesem großen Ausmaß, wo es mir schwerfällt, meinem Mann, meinen Kindern, meinem Sohn, meinem Pastor, Politiker, was auch immer zu vergeben. Und wir möchten enden mit dem letzten Punkt. Gott gibt mir die Kraft, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist auch wichtig, weil alles, was ich in Ordnung bringen kann, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht mehr in Ordnung bringen. Zum Beispiel David hat einen Mann umgebracht. Man kann den toten Mann nicht mehr lebendig machen. Das ist over. Aber wenn es gewisse Dinge gibt, wo ich in Ordnung bringen kann, dann tue ich es, weil das ist ein Zeugnis für Menschen. Hey, da ist ein Christ, eine Christin, die haben Dinge verbockt. Und wenn man dann sagt, es tut mir leid, ich möchte es in Ordnung bringen, kann ich dir eins sagen, das sind Leute schockiert, so quasi, wow, das ist mir noch nie passiert. Und dann hast du ein Zeugnis, weil das ist der Unterschied zu Menschen, die nicht an Gott glauben. Schwamm drüber, ja nicht bloßstellen, ja nicht stellen, dann ist alles erledigt. Aber wenn wir sagen, es tut mir leid, was kann ich tun, wirst du ein Menschenleben gewaltig gewinnen. Ja, heißt eigentlich nichts anderes, als hinter dir aufzuräumen. Wenn du eine Vase zerschlagen hast, dann sagst du, das war ich, tut mir leid, und dann putzt du es auf und Jesus hilft dir dabei. Schenk mir wieder Freude, heißt es da im Psalm 51, Vers 14, über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Wenn wir aufgeräumt haben, wenn Sünden vergeben sind, wenn wir wieder weiß gewaschen sind und das auch wissen und ein Bild davon haben, dann ist es einfacher, Gott zu gehorchen. Also ich bete, Vater, wenn du siehst diese Dinge, die vielleicht zerbrochen sind, du siehst diese Dinge, wo ich vielleicht das auch verbockt habe oder wo Menschen an mir schuldig geworden sind. Wenn es etwas gibt, wo du mich beauftragst, das in Ordnung zu bringen, um da Heilung zu bringen, um Versöhnung zu bringen. Sei es, wo ich jemand sagen muss oder darf, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich habe falsch gehandelt, das war mein Zorn, das war mein Ego. Ich war gekränkt in meiner Meinung, in meinem Empfinden, in meiner Sichtweise. Dann bin ich nicht zu stolz, um zu sagen, Herr, hier bin ich, leite und führe mich. Und sei du der Gott, der mich als ein Hirte den Weg auch ebnet und pfadet, wo ich einfach laufen kann. Und sind so ganz kleine Gedanken, die dir jetzt in den Sinn kommen. Das sind oft klitzekleine Dinge,
wo du es einfach aufschreiben kannst. Es sind so, ich sage den Blitzgedanken, es sind so kleine Impulse, sie kommen, tack wie ein Blitz und tack, sie gehen wieder wie ein Blitz weg. Aber es ist laut. Und das nehmen wir jetzt auch ernst. Du kannst es auch aufschreiben in deine To-Dos und du weißt, dass Gott dir die Kraft gibt, da auch Menschen entgegenzukommen. Und ich segne dich jetzt im Namen des Vaters, dass du weißt, der allmächtige, allgegenwärtige Gott ist mit dir. Und ich segne dich auch in dieser Liebe von Jesus Christus, der sein Leben gab an meiner Stelle. Und ich segne auch dein Leben jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes, dass Gott dich umgibt von allen Seiten. Und Vater, wir beten auch zusammen für Israel, für dein Volk, was eine krasse Zeit durchlebt. Ich möchte dich bitten, bewahre du sie, segne sie, öffne ihnen die Augen, dass sie geistlich erkennen können, dass Jesus ist der Messias. Nimm diesen Schleier von ihnen wieder weg. Lass sie erkennen deine Güte und auch deine Treue. Ich bete auch für die Menschen, die in Palästina wohnen, also die Palästinenser, besser gesagt, und auch die Leute, die im Gazastreifen wohnen. Ich bitte dich einfach, sei du den Leuten genauso gnädig. Rechne ihnen auf beide Seiten ihre Sünden, ihre Schuld nicht an. Ich möchte dich bitten für Frieden. Und das kannst nur du alleine bewirken. Und ich bete das, wie ich auch bete für Frieden für mein Leben. So segne du sie auf beide Seiten. Öffne auch den Hamas die Augen, weil die Blöcke gegeneinander kämpfen, möchte ich dir sagen, Gott, nimm dieser Kraft die Macht weg, dass Vergebung, Liebe, auch Versöhnung ein Wort ist, das ganz, ganz neu definiert werden kann für viele, viele, viele Menschen. Ich bitte dich einfach für eine Ehrfurcht vor dir, auch einen Respekt zu deinem Wort, zu deiner Bibel, wo wir wissen, du hast schon das Land am Jakob versprochen, du hast deinem Volk das wieder anvertraut. Und wir wissen, wer für Jerusalem betet und sie segnet, der Segen wird auch auf sie zurückfallen. Wir segnen dein Volk, wir segnen Jerusalem, wir segnen auch die Politik mit Weisheit, mit Gunst, mit Gelingen, mit Wachstum, mit Wohlstand und auch einer Gunst, dass nur du alleine ausgießen kannst. Und manchmal weiß ich nicht, wie beten, weil es ist so kompliziert, aber ich bete, dass du, Gott, hast noch immer einen direkten Weg zu jedem Herzen. Und du klopfst noch immer bei jedem Herzen an. Und das machst du. Und das ist deine Treue und auch deine Gnade. Amen. Amen. So schön bist du mit uns dabei gewesen. Und wenn du diese Hour of Prayer nochmals anschauen möchtest, dann hast du ja den Link, dann schau das nochmal an, verinnerliche dir nochmals die Punkte. Und wenn du denkst, dieses Gebet würde jemandem helfen oder du möchtest es mit jemandem zusammen anschauen, dann schick einfach den Link weiter. So machst du das, was dich gesegnet hast, kannst du auch ein Segen sein, indem du es weitergibst. Und wir sagen einfach, hey, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bist du am Sonntag mit dabei, vielleicht wieder beim nächsten Hour of Prayer. Schön, dass es dich gibt. Gott mit dir. Ciao zusammen. Ciao. Bye bye, God bless you. Tschüss. Tschüss.